Heimat fürs Herz. Ja, Vater im Himmel, und ich möchte dir jetzt danken, dürfen wir jetzt einfach den viel hören und dürfen wir jetzt einfach auch uns einnehmen lassen. Wirklich auch in die Predigt. Führ du und leit du viel. Führ du und leit du uns einfach da mit deinem Geist. Amen. Danke vielmals, Huck. Das Thema Willkommen die sein. Dort, wo unser Herz Heimat findet. Heute das Thema Heimat fürs Herz. Ich finde, es ist ein mega gutes und wichtiges Thema. Weil jeder von uns hat es Zuhause. Jeder von uns kann sagen, ich wohne an dieser Straße, dieser Hausnummer, da und da als Wohnort. Aber wir wollen uns ja Gedanken machen, was bedeutet es denn, ein Zuhause haben fürs Herz? Ein Zuhause haben, wo man richtig ankommen kann, wo man sich wohlfühlt. Ein Zuhause, wo man sogar, wenn man weiter weg ist vom irdischen Zuhause, trotzdem merkt, ich bin irgendwie da wohl, da ist der richtige Platz für mich. Vielleicht kennst du das Gefühl, vielleicht kennst du auch die Sehnsucht nach dem Gefühl, so die Sehnsucht im Herz inne. Und wir wollen uns in dieser Predigtserie nicht darüber Gedanken machen, wo das ihr alle wohnt, wobei das wäre sicher auch spannend, wenn wir mal ein paar Besuche machen bei allen Zuhause, sondern wir wollen uns Gedanken machen, wo findet unser Herz Heimat. Und die Bibel zeigt ganz klar, dass die Sehnsucht, die tiefe Sehnsucht, die wir oft immer wieder in uns empfinden, dass die beim Vater, beim guten Vater im Himmel gestillt wird. Dass unser Herz dort so wirklich ankommen kann. So einen Frieden finden, einen Wohlklang finden. Ich stelle das manchmal so vor, wie wenn so meine Lebensmelodie mit der Melodie von Gott zusammenkommt und es miteinander so eine wunderbare Sinfonie gibt. So ein Zusammenklang, wenn die Herzenstöne miteinander zusammenkommen und zusammenspielen. Das ist so das Bild, das ich habe, so das Zuhause von meinem Herz. Und in der Bibel gibt es die eine Geschichte, wo so richtig das aufzeigt, was es bedeutet. Jesus erzählt die Geschichte von den zwei Söhnen und dem Vater, ein Gleichnis, wo er uns zeigt, was es Zuhause bei Gott, beim Vater bedeutet. Ich weiss jetzt nicht, mit welchem Sohn dass du dich am meisten kannst identifizieren. Der eine, der da vorkommt, ist der weggeht. Wir sind in die Predigtserie gestartet und haben über den nachgedacht, wo weggegangen ist, der Vater. Interessant, wo so eine Liebe hat, dass er Freiheit gibt, dass der Sohn den Weg kann einschlagen, den er will. Gott, wo uns die Freiheit gibt, dass wir den Weg einschlagen können, den wir wollen. Aber wo dann auch mit offenen Armen wartet, wo der Sohn verdreckt heimgekommen ist. Vielleicht ist das mehr die Situation, die du auch kennst aus deinem Leben, du denkst, ich bin eigentlich weit weg von Gott. Ich fühle mich eher dreckig. Ich habe das Gefühl, es ist ein mega weiter Weg. Oder vielleicht hast du auch so richtige Lackschüle an, die glänzen, aber innen dran irgendwo stinkt es trotzdem. Und du merkst, in dem Herz, wenn aussen alles schön aussieht, irgendwie erfolgreich, schöne Familie, im Herz ist trotzdem die Sehnsucht da. Und das spüre ich, dass die Sehnsucht vom Erfolg und dem Schönen nicht gestillt werden kann. Und dann der Sohn, der heimkehrt. Wir haben darüber nachgedacht, wie es aussieht im Zuhause beim Vater, dass das ein Ort ist von Freude und von Fest. Und wir wollen heute auch über den zweiten Sohn nachdenken. Das Zuhause ist für mich auch ein Ort, wo wir ankommen dürfen und unseren Rucksack, den wir mittragen, der schon noch ein bisschen schwer kann sein, wo wir wirklich den dürfen abladen und hinstellen und loslassen. Das hat jetzt schon ein bisschen gut da. Den Rucksack abladen. Ich habe aber auch etwas mitgenommen in diesem Rucksack. Und zwar ein Bild. Ein bekanntes Bild. So sieht das aus. Ich habe es auch noch mitgenommen da vorne. Danke vielmals, perfekt. Es ist das Bild, das der Rembrandt gemalt hat um 1670, kurz vor seinem Tod. Original ist es 2 Meter breit und 2,60 Meter hoch. Man kann es in St. Petersburg anschauen. Das wäre vielleicht mal eine Reise wert, wenn das Reisen wieder geht. Und es ist ein Bild, das genau diese Szene zeigt. Von der Rückkehr von dem Sohn, der weg war und heimkommt, heim zum Vater. Und es ist so ein Bild, ich finde es so eindrücklich, weil es zeigt mega viele Details darauf, die wir entdecken dürfen. Es wirkt so, als hätte der Rembrandt die Geschichte wirklich persönlich genommen und hätte sich damit identifizieren können.
Man überlegt sich heute, in welcher Person er sich wahrscheinlich sieht. Der Rembrandt hat sich oft selber in seine Gemälde hineingemalt. Und ich stelle das mal dahin. Um es ein bisschen vor Augen zu haben. Das Bild zeigt ganz verschiedene Sachen. Heute, wenn wir vor allem über den zweiten Sohn nachdenken, wo wir da ein bisschen rechts in dem Bild sehen, wo eher so ein bisschen oben runter schaut. Aber ich finde es trotzdem auch mega spannend, einmal kurz einen kleinen Blick auf den Sohn zu werfen, der heimgekommen ist, der umgekehrt ist. Ich will mir das nicht nehmen lassen. Es hat da so viele Details, die spannend sind. Eines von diesen Details, die ich gerne möchte mal herausheben möchte, das sind die Füße. Man sieht da bei diesen Füßen, der Sohn, der ist weggegangen und er ist einen langen Weg unterwegs gewesen. Man sieht seine Schuhe. Einen ist abgezogen, der andere hat er an, wobei der ist ausgelatscht. Er ist dreckig. Man sieht, es ist ein langer, beschwerlicher Weg hinten dran. Und etwas fasziniert mich an dieser Figur in dem Gleichnis. Und zwar hat die zwei richtig gute, entscheidende Sachen gemacht. Das Erste ist, sie ist weit weg vom Vater. Aber sie hat die Entscheidung gefällt. Sie hat die Entscheidung gefällt, ich will zurückgehen. Ich will zurückgehen zu dem Vater. Und das Zweite, absolut Wichtige, was die Person gemacht hat, ist, sie hat es auch wirklich in die Tat umgesetzt. Sie hat nicht nur darüber nachgedacht, aber ist im Dreck hocken geblieben, sondern sie ist wirklich aufgestanden und hat den Weg auf sich genommen. Und das sieht man, wenn man auf das Bild schaut, wenn man die Füße anschaut. Es ist ein Weg, wo die Person zurückgelegt hat. Für mich wirkt es sogar so, der eine Sandal ist vielleicht schon so kaputt oder ist schon ganz abgezogen. Der Weg geht nicht mehr weiter. Er wird höchstens noch barfuß weiterführen. Es ist so wie der letzte Ausweg. Und vielleicht bist du auch da jetzt heute Morgen, hörst zu und du merkst, du bist irgendwie weit weg von Gott. Du bist weit weg von dem liebenden Vater. Weit weg von dieser Heimat. Dann möchte ich dich einladen, mach es so wie der zweite Sohn. Fälle Entscheidung, ich will zurückgehen zum Vater. Und dann setze sie auch wirklich in Tat um und nimm den Weg auf dich. Und gang die Schritte. Gang hin zu dem Vater. Der Sohn ist gegangen und ist vor ihm angeknündelt und hat ihn um Vergebung gebeten. Er hat gesagt, ich will bei dir ein Tagelöhner sein. Ich weiss nicht, ob man das bei Gott sollte sagen. Und man sieht das da auch. Sklaven sind damals barfuß unterwegs gewesen. Ein Tagelöhner vielleicht mit einem Schuh. Ein Kind, ein Bürger mit zwei. Wir dürfen zurückkommen zum Vater und sagen, bitte vergib mir, dass ich weggelaufen bin von dir. Die Schuld, die ich aufgehäuft habe. Und nimm mich wieder an als dein Kind. Und der Vater erwartet mit offenen Armen. Was für ein wunderbares Bild, wo uns Jesus zeigt von Gott im Himmel. Und wo heute noch der genau gleiche Gott ist, der mit offenen Armen auf uns wartet. Wir möchten aber heute vor allem mal den zweiten Sohn anschauen. Für mich ist der zweite Sohn so eine Person in dem Gleichnis, wo man zu Unrecht schnell auf die Seite schiebt. Wenn man das Gleichnis liest, kommt man schnell zu dem Schluss, dass der zweite Sohn, dass Jesus mit dem Pharisäer gemeint hat, oder die Pharisäer damals direkt angeredet haben. Und wir sagen dann, nein, mit den Pharisäern, mit denen habe ich nichts zu tun. Ich bin nicht wie die Schriftgelehrten. Das hat mit mir nichts zu tun. Und schon ist das Thema von dem zweiten Sohn erledigt. Aber ich glaube, die 7 Verse, wo Jesus über den zweiten Sohn erzählt, die haben noch viel mehr drin, als nur das, was er in dem Moment gerade der Pharisäer hat sagen. Und darum ist es eine mega Chance da drin, zu entdecken, was Jesus dann eigentlich sagt über den Sohn. Und ich glaube, es ist auch eine Chance, weil wir uns selber am einen oder anderen Punkt in dem zweiten Sohn wiederfinden und können identifizieren. Ich habe da 7 Verse, die 7 Verse mitgebracht. Wir werden die miteinander genau anschauen, miteinander auslegen und gehen da mal in Lukas 15 in Vers 25 rein. So, jetzt habe ich es auch da. Da heißt es, sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Reigen, so einen Tanz. Das habe ich gedacht, das ist jetzt vielleicht nicht so Corona-konform. Man macht das mal die Heide Familie wieder mal so einen Freudetanz. Das wäre doch etwas Schönes, so ein richtiger Reigen. Interessant. Der Vater oder Jesus macht da von Anfang an klar, bei dem zweiten Sohn geht es nicht um irgendeine Person, sondern es geht um den Sohn. Also mit anderen Worten, es ist absolut klar, die Person, die gehört eigentlich zu der Familie dazu. Aber trotzdem steht sie draussen. Das heisst, sie näherte sich.
Also sie ist in die Nähe gekommen, aber ist trotzdem distanziert geblieben. Und vielleicht geht es dir manchmal gleich. Vielleicht weißt du, ich bin ein Kind von Gott. Vielleicht seit kurzem. Vielleicht schon mega lang. Seit 10, 20, 30, 50, 100 Jahren. Aber du hast das Gefühl, irgendwie stehe ich trotzdem draussen. Oder es gibt die eine oder andere Situation, wo du denkst, ich fühle mich distanziert. Ich fühle mich auf Entfernung. Das heisst, er kommt vom Feld zurück. Das heisst, er kommt vom Arbeiten zurück, von seinen Pflichten zurück. Also das Gefühl, das wir vielleicht kennen. Gerade in der Kirche auch. Wir machen unseren Dienst, wir machen unsere Arbeit, wir sind gehorsam, wir sind pflichtbewusst. Aber irgendwie kommen wir am Abend zurück und fühlen uns gleich draussen, distanziert von dem Zuhause. Nicht näher beim Vater, obwohl wir eigentlich Sohn oder Tochter wären. Und dann hat er von weitem weg die Musik gehört. Das gefällt mir besonders gut. Das Wort, das dort im Griechischen steht, Symphonia, Symphonie. Also er hat eigentlich etwas gehört, das wohlklingend war. Vom Verb her, wo das auch kommt, wo wirklich bedeutet, dass etwas zusammenklingt, dass etwas wohltönend ist, dass übereinstimmt. Für mich so das Bild auch von dieser Stimmung und Atmosphäre, die in dem Vaterhaus innen ist. Eine Atmosphäre, die wohltuend ist, wo die Sachen harmonisch zusammenkommen. Vielleicht das, was sich der Sohn auch danach gesehnt hat. So ein harmonisches, näher, wohlklingendes Zusammensein mit dem Vater. Das hat er gehört, aber von weitem weg. Vielleicht auch etwas, was wir uns wünschen. Oder eine Umschreibung, Symphonie, dass unser Herz Heimat findet, wenn es zusammenklingt mit dem Zuhause vom Vater, wenn es wohl zusammenklingt. Und dann heißt es weiter, und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Also er hat es schlicht und einfach nicht mitbekommen, was da los ist, was da vor sich geht. Dass da eine Veränderung passiert ist, dass etwas Neues gekommen ist. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Ein Wort, das mir da besonders ins Auge sticht, der Sohn, der ist gesund wieder heimgekommen. Ein Wort, gesund, das nicht nur eine äußerliche Gesundheit bedeutet, sondern auch eine innerliche, so wird es immer wieder gebraucht. Im Altgriechischen Hygieno, also Hygiene, kommt uns das deutsche Wort davor. Da hätte ich sogar das BAG jetzt noch Freude, wenn Sie das lesen würden. Dass so hygienisch zu und her gegangen ist. Also der ist äußerlich und innerlich, auch im Herz, ist er irgendwie gesund gewesen und wohl gewesen. Er ist dort angekommen. Aber wir lesen da weiter die Reaktion dann. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, und dann redet er verschiedene Sachen, fängt an Vorwürfe zu machen. Ich finde es interessant. Er sagt, siehe, und fängt an zu reden. Er sagt nicht Vater. Er redet ihn nicht mit Vater an. Man spürt da richtig so eine Entfernung raus. Eine Entfremdung vielleicht sogar. Er ist zornig geworden, Antipathie. Ein Gefühl, das wir vielleicht auch kennen, dass wir uns irgendwie weiter wegfühlen vom Vater. Dass wir denken, wieso soll ich überhaupt Vater sagen, wenn es mir nicht wie ein Vater vorkommt. Also, obwohl er eigentlich der Sohn ist, hat er sich in dem Moment überhaupt nicht so gefühlt. Sondern weit weg. Das Gegenteil von dem eigentlich, was der erste Sohn bekommen hat, der umarmt worden ist, der geherzt worden ist. Das, was er vielleicht sich auch irgendwie wünscht und hofft, aber trotzdem nicht hat und er zornig wird. Er kommt sich nicht wie ein Kind vor. Und das Gegenteil von einem Kind, das ist ein Waisenkind. Das Kind mit den Eltern, das Waisenkind ohne Eltern. In dem Moment zeigt der ältere Sohn so ein Stück Waisenkind-Mentalität. Und er fängt dann an zu reden und sagt da ganz verschiedene Sachen. Siehe, so viele Jahre diene ich dir. Das Wort, das da fürs Dienen gebraucht wird, ist eins, das man für Sklaven braucht. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Da würde ich sagen, Gott demütig ist er einmal nicht gewesen. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben.
dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, so Retter vom anderen, der im Fall, der andere dort, er hätte auch können sagen, mein Brüder. Aber offensichtlich ist das im Moment nicht gegangen, sondern er hat von ihm geredet. Der andere dort, der hat von vielen runtergeschaut und runtergezeigt. So Abschätzung. Der deine Habe mit Huren durchgebracht hat. Also ihm macht es absolut nichts aus, seinen eigenen Brüder in möglichst schlechtem Licht anzustellen. Da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Wenn wir die Versen anschauen, dann ist da für mich mit dem Blick auf den zweiten Sohn so eine richtige Waisenkind-Mentalität da. Man sieht auch auf dem Bild, wie er runterschaut. Ich finde das noch schön dargestellt, so ein bisschen wie von oben runter überheblich. Man sieht unten gerade noch seine Hände, wo sie sich hineingekehrt sind und er sich wie ein bisschen einkugelt, distanziert. Ich habe in einem Buch, das über das Bild schreibt, einen spannenden Abschnitt gefunden. Der Henry Nouwen, der ist vor ein paar Jahren gestorben, vor 23 zum genau sein, aber überraschend. Er war ein Priester, ein Psychologe, ein Schriftsteller, eigentlich ein vorbildlicher Christ, ein angesehener Leiter. Und er schreibt da in dem Buch über das Bild und über die Geschichte von dem verlorenen Sohn und wie er gemerkt hat, wie er sich mit dem Identifizieren anfängt. Und ich möchte da etwas Kurzes daraus lesen, wo er über den älteren Sohn schreibt. Er als vorbildlicher Christ. Er schreibt da: Es fällt mir schwer zuzugeben, dass dieser düstere, verärgerte, verbitterte Mann mir, geistlich gesehen, näher stehen könnte als sein jüngerer, leichtlebiger, lüsterner Bruder. Doch je mehr ich über den älteren Sohn nachdenke, desto mehr erkenne ich mich in ihm. Dann ein bisschen später schreibt er: Wenn ich tief in mein eigenes Leben hineinschaue und mich dann bei dem der anderen umsehe, frage ich mich, was größeren Schaden anrichtet. Die Gier oder der Groll? Also die Gier vom ersten Sohn, der weggegangen ist und nur für sich geschaut hat. Oder der Groll vom zweiten Sohn. Unter den Redlichen, da redet er offensichtlich die Gläubigen an, unter den Redlichen und Gerechten findet sich so viel Groll und Griesgrämigkeit. Unter den Heiligen gibt es so viel Vorurteil, so viel Verurteilung. Unter den Leuten, die mit so viel Eifer Sünden meiden, herrscht so viel abstoßende Kälte. Ich glaube nicht, dass er da von der FEG Embrach redet. Aber ich glaube, dass wir alle in unserem Leben auch ein Stückchen, vielleicht ein Körnchen, vielleicht ein Klümpchen entdecken, wo wir uns mit dem zweiten Sohn identifizieren können. Wo wir ein Stück weit Waisenkind-Mentalität an den Tag legen. Wo irgendwo plötzlich im Alltag, in der Gemeinde, in der Kleingruppe, wo wir unterwegs sind, in unserem Dienst, ein Groll raufkommt. So das Gefühl, und wir uns anfangen zu nerven über etwas. Wo wir draussen stehen bleiben. Wo wir vielleicht zornig werden innerlich. Und darum möchte ich darüber nachdenken miteinander, was denn das für ein Gefühl ist, von dem Groll, von dem Zorn, von dem Draussen-Stehen. Und wie sich das ganz praktisch kann zeigen. Waisenkind-Mentalität, das ist etwas, wenn man keine Eltern mehr hat. Das ist meistens etwas, das mit einem Schicksal, mit einem schlimmen Schicksal verbunden ist. Gerade vor 3 Tagen war in der Zeitung die Schlagzeile: Eltern stürzen ab, Mädchen 5 wird vollweise. Sind die Eltern in den Bergen abgestürzt und haben ein 5-jähriges Mädchen zurückgelassen. Was für ein Schicksal. Das heisst, es ist ein weitergestandenes Mädchen, das Martina heisst, hat ein neues Zuhause gefunden bei den Grosseltern. Das ist vielleicht das Beste, was möglich ist. Aber trotzdem, was für Verletzungen lässt das zurück? Was für ein Schicksal im Leben. Und dann, wenn man auch denkt, was es sonst für Waisenkinder gibt, was das für Biografien sind. Jemand, der sich da damit auskennt, den ich von ihm gelesen habe, der Johannes Wirth, der Gründer ist von der Quellenhof-Stiftung in Winterthur, wo auch Waisenkinder bei sich aufnehmen. Er sagt darüber, dass die Waisenkinder
Auch wenn sie zum Beispiel adoptiert werden und die Eltern sich viel investieren und das Beste ihnen geben, manchmal einfach nicht über die Verletzungen rauskommen. Sie schaffen es manchmal nicht, überhaupt wieder Vertrauen zuzulassen. Manchmal gelingt es auch. Und wenn nicht, kommen sie dann zu ihnen, Quellenhofstiftung. So eine Mentalität, wo Kinder lernen schreien, dass das überkommen, was sie wollen, dass sie genug zu essen überkommen. Ich weiss nicht, was ihr so für Geschichten kennt. Manchmal, wenn man Bilder sieht von so Waisenhäusern, wo viele Waisenkinder sind, wo sie richtig kämpfen darum, dass sie irgendwo führen kommen, wo sie sich führen drängeln, um irgendwo ein Stückchen Liebe können erhaschen, wo sie sich das verdienen müssen, wo sie sich auf niemanden verlassen und nicht vertrauen wollen, wo es wie ein Überlebenskampf ist. Also so eine Waisenkind-Mentalität, wo man sich nicht wirklich daheim fühlt, wo man keine Heimat hat, nicht fürs Herz. Und im Gegenteil, eine Sohn- und eine Tochter-Mentalität, wo man weiß, wo man es daheim hat, wo man willkommen ist und wo man sich so richtig daheim fühlt. Was für etwas Schönes ist eine Sohn- und eine Tochter-Mentalität, wenn wir die dürfen haben, Sohn- und Tochter-Mentalität vom lebendigen Gott. So das Gefühl, das Waisenkinder haben, ist, ich habe nicht genug. Ich komme nicht genug über. So eine ständige Angst, dass man zu wenig hat. Und das ist ja oft verbunden mit Erlebnissen in der eigenen Biografie, im eigenen Leben. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, ich komme zu kurz. Ich komme zu wenig über. Eigentlich würde mir mehr zustehen, so wie das der ältere Sohn da sieht. Eine Tochter- und eine Sohn-Mentalität ist, ich habe genug. Und ich habe mehr als genug. Nicht nur für mich, sondern für alle anderen. Weil ich weiss, dass ich es vom Vater überkomme. Eine Waisenkind-Mentalität ist, dass man sich ständig vergleicht mit den anderen. Dass man entweder mega stolz ist auf das, was man geleistet hat und es auch allen zeigt, um zu zeigen, dass man echt besser ist. Oder das Gegenteil. Dass man eifersüchtig und neidisch ist. Immer haben die anderen mehr. Immer kommen die zu dem, was ich eigentlich würde haben. Immer der hat es besser. Das kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Vielleicht, wenn du Single bist und es läuft gerade nicht so gut, denkst du, oh, die sind verheiratet und die haben es so gut. Oder wenn du verheiratet bist und es läuft gerade nicht so gut, denkst du, oh, die sind Single, die haben es so gut. Wenn man sich ständig vergleicht, das kann so etwas Strenges sein im Leben. Und dann kann man alles vergleichen. Das Auto, das Haus, das man gerne hätte, das der andere hat. Oder auch Begabungen. Wow, die können so cool Musik machen und singen. Wenn ich das auch könnte, wieso ist das so ungerecht verteilt oder so? Das ist Waisenkind-Mentalität. Tochter- und Sohn-Mentalität ist, wenn man gereift ist und motiviert für Beziehungen. Wenn man sich freut über andere, wenn sie Erfolg haben und die Sachen besser sind. Und besser können. Waisenkind-Mentalität ist, wenn man sich super gut verhalten muss. So kann sich das auch zeigen. Zum angesehen werden. Zum ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Zum geschmeichelt werden. Man hat Angst, wenn die Kirche wächst, dass man selber zu kurz kommen könnte, weil man dann selber nicht mehr so weit vorne steht vielleicht. Tochter- und Sohn-Mentalität. Das ist, wenn man sich selber nicht in Szene setzen muss. Wenn man sich nicht führen drängeln, sogar im Gegenteil. Wenn man es sieht und wenn man richtig Freude hat, wenn andere kommen. Weil man weiss, dass man vom Vater ja immer gesehen wird. Waisenkind-Mentalität ist, wenn man kämpfen um Liebe und Anerkennung. Oft kann sich das auch zeigen, dass man über seine eigenen Grenzen rauslebt. Weil man muss leisten, dass man noch ein bisschen mehr Anerkennung bekommt. Tochter- und Sohn-Mentalität ist, wenn ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich etwas verpassen könnte. Dass ich abgeben kann. Dass ich gerne weitergebe. Dass ich anderen den Vortritt lasse. Weil ich selber weiss, dass ich beim Vater im Himmel immer selber zuvorderst stehe. Waisenkind-Mentalität ist, ich trage meinen Rucksack und ich trage ihn selber. Und ich will mir auch nicht helfen lassen, den abzuziehen. Tochter- und Sohn-Mentalität ist, ich lasse mir gerne helfen, meinen Rucksack abzuziehen. Und wenn ich ihn abgezogen habe, dann lasse ich ihn dort und nehme ihn nicht wieder auf. Oder ich arbeite daran, um ihn dort zu lassen und nicht wieder aufnehmen, weil manchmal ist es auch ein Weg. Waisenkind-Mentalität bedeutet, es muss immer alles so bleiben, wie es ist, weil so habe ich meinen Platz. Das ist mein Platz, den ich mir erarbeitet habe. Mein Stuhl, den ich mir erkämpft habe. Das kann zu Rechthaberei, das kann zu Streit führen. Wir kennen das aus der Welt, wir kennen das auch aus der Kirche. Sohn- und Tochtermentalität
ist, ich begleite und ich fördere einen Veränderungsprozess. Vielleicht als Vater und Mutter im Glauben, weil ich mir wünsche, dass noch ganz viele andere Söhne und Töchter auch ihr Zuhause finden beim Vater. Weissenkind-Mentalität kann bedeuten, dass man manipuliert und dass man Kontrolle in der Hand haben und behalten. Es muss so bleiben, wie es ist, weil wenn es sich verändert, weiss ich nicht mehr, wo mein Platz ist. Und wenn es sich dann verändert, dann schmeißt man den Battle hin und denkt, die anderen sollen schauen. Sie sollen jetzt machen. Ohne mich, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Vielleicht ein Gedanke, den du auch kennst. Tochter- und Sohn-Mentalität bedeutet, dass ich mich selber multipliziere, auch in meinem Dienst. Und dass ich mich freue, wenn andere in Aufgaben hineinwachsen. Und für mich das auch eine Veränderung von meinen Aufgaben kann bedeuten, von meiner Verantwortung. Oft bedeutet das Wachsen in der Verantwortung mehr ein Wachsen weg von Verantwortung bei organisatorischen Sachen, mehr hin zu einer Verantwortung in geistlichen Sachen. Dass ich so meinen Schritt vorwärts machen und Raum geben für andere. Weise Kinder bringen Weise hervor. Und Söhne und Töchter bringen Söhne und Töchter hervor. Weise Kinder machen von sich selber abhängig. Und Söhne und Töchter, die freuen sich, wenn andere Menschen von Gott, vom Vater abhängig werden. Weise Kinder wollen festheben. Festheben an dem, was sie haben, an den eigenen Kindern, an der Familie, an dem, wo sie drinstehen, an dem Erfolg, den sie haben. Sie wollen festheben, kann auch bedeuten, sie wollen nicht vergeben. Weil dann kann man festheben am Anrecht auf Wiedergutmachung. Sohn- und Tochtermentalität bedeutet, ich gebe gerne frei. Ich bin bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich bin bereit, loszulassen. Neue Chancen zu geben. Wenn wir das Bild anschauen, dann sehen wir da den älteren Sohn, wie er da steht, kritisch von oben herabschauend, die Hände zu sich selber kehrt, der rote Mantel, den er über sich selber schirmt, wo er sich damit einigelt. Vielleicht im Gegensatz die Reaktion vom Vater am verlorenen Sohn, der heimkehrt, gegenüber. Sein Mantel, den er umschirmt um ihn. Seine Hände, die er segnend auf ihn drauflegt. Die linke Hand ganz zart und fein, die aussieht wie eine Mutterhand, die fein über den Rücken streichelt. Und die rechte Hand stark und kräftig auf die Schulter gelegt, zum Halt geben, zum Sicherheit geben. So eine richtige Vaterhand. Und ich möchte heute an dem Morgen, dass wir uns Gedanken machen, wo dass wir selber, vielleicht ein kleines Körnchen, vielleicht auch ein Brocken, so Waisenkind-Mentalität haben. Wo wir merken, dass wir so das Gefühl vom Groll haben, so das Gefühl vom Zorn. Im Alltag, in der Familie, in der Ehe, aber auch in der Kirche, in der Gemeinde, im Zuhause beim Vater, wo wir lieber draussen stehen bleiben und aus Entfernung schauen und denken, was geht jetzt da ab? Das ist nicht gut, das ist neu. Das passt mir nicht. Da haben die anderen mehr als ich. Ich will mir das zustehen, so die Gefühle. Ich glaube, es ist so gut, wenn man sich prüfen kann und überlegen, wo kommen bei mir so Gefühle auf. Und dann kann man einen Schritt weiter denken. Was ist da der Grund? Was ist für eine Waisenkind-Mentalität, die dahinter steht? Ich möchte nochmal aus dem Buch lesen, weil ich finde das eindrücklich, wie sich der Henry Nouwen mit dem zweiten Sohn identifizieren kann und ganz ehrlich darüber schreibt. Er als gestandener Christ. Er schreibt da, kann der ältere Sohn in mir heimkommen? Kann ich gefunden werden, wie der jüngere Sohn gefunden wurde? Wie kann ich umkehren, wenn ich in Verbitterung verloren bin, in Neid verstrickt, wenn Gehorsam und Pflicht, die wie eine Versklavung gelebt werden, mich eingekerkert halten? Es ist klar, dass ich allein aus mir selbst heraus mich selbst nicht finden kann. Noch weniger als der jüngere Sohn kann ich als der ältere Sohn mich selbst heilen. Ich finde, er geht da sehr ehrlich und offen mit dem um. Was machen wir jetzt? Was machen wir mit dem? Vielleicht entdeckst du auch irgendwo bei dir so ein Stück Waisenkind-Mentalität. Wie gehen wir mit dem um? Wir wollen an dieser Stelle wieder ganz bewusst zu der Story zurückgehen, zu der Geschichte, die Jesus erzählt. Weil es ist nicht die Story vom verlorenen Sohn, der heimkommt zum Vater, sondern für mich ist es die Geschichte vom Vater, der rausgeht. Und zwar zu beiden Söhnen.
Im Vers 28 haben wir schon miteinander gelesen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Redete ihm zu. Das ist ein kurzes Wörtchen, aber da drin steckt viel. Wenn wir auch da beim Altgriechischen schauen, was da steht, Parakaleo, dann ist das wirklich so ein Bitten, so ein Einladen. Es kann aber auch sein, ein Ermahnen, Ermutigen und Trösten. Der eine hat vielleicht das Wort ähnlich tönt wie ein Wort, das auch für den Heiligen Geist als Nomen gebraucht wird, Paraklet. Der Heilige Geist, der unser Tröster ist. Das ist die Art und Weise, wie der Vater rauskommt und ihm zuredet. Und genau die gleiche Art und Weise, wie der Vater auch heute durch den Heiligen Geist zu uns redet und uns zuredet. Komm zurück, komm heim, komm rein. Genau du darfst reinkommen. Und weiter im Vers 31, dort heisst es, er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Also der Sohn hat den Vater nicht mit Vater angesprochen, aber der Vater sagt Kind. Das ist das so Techno, ein liebevolles Wort für Kind, wo so das mitschwingt, nicht einfach so sachlich, sondern etwas Wohlwollendes. Für mich persönlich heisst das, dort, wo ich in meinem Leben eine Waisenkind-Mentalität entdecke, dass dort der Vater zu mir rauskommt. Auch wenn ich mich distanziert fühle, dass er dort hinkommt und mich einlädt. Und seine liebende Hand, beschirmende, zärtliche Hand, aber eine haltgebende Hand auch auf mich legen will und auch auf dich legen will. Und er will heilen. Er will zeigen, was Kindsein wirklich bedeutet. Kind. Und er will einladen, wieder reinzukommen. Der Vater macht keine Beschuldigung. Er ist nicht zornig zurück zum Sohn, macht ihm Vorwürfe oder haltet ihm vor, dass man sich nicht so verhaltet. Sondern im Gegenteil. Er lädt ein auf die liebevollste Art und Weise, was es überhaupt gibt. Der Blick auf den zweiten Sohn ist auch der Blick auf den Vater, der rausgeht und kommt und einlädt. Jesus bleibt in dem Gleichnis an dieser Stelle stehen. Und er sagt nicht, wie der zweite Sohn sich entschieden hat. Eben auch reingekommen ist. Oder nicht. Ich glaube es, weil die Entscheidung uns selber überlassen ist. Folgen wir dem Ruf und kommen zurück und lassen uns heilen von dieser Waisenkind-Mentalität, die so schnell kommen kann. Dass unser Herz Heimat finden. Egal wie lange wir schon in dem Haus vom Vater drin sind. Ich habe 3 ganz praktische Schritte, was das jetzt bedeuten kann. Der erste ist, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns den Groll eingestehen, dass wir uns die Waisenkind-Mentalität eingestehen, dort, wo wir sie haben. Wenn wir vorher davon geredet haben, dass auch der Heilige Geist, der Paraklet, der ermutigende Zureder für uns ist, dann dürfen wir bewusst auch Gott bitten, dass er uns durch den Heiligen Geist aufzeigt, wo habe ich so einen Groll in meinem Leben? Wo habe ich ein Stückchen Waisenkind-Mentalität im Leben? Wo bin ich so wie der ältere Sohn? Jesus sagt auch, der Heilige Geist wird in alle Wahrheit leiten. Das bedeutet auch in Wahrheit über uns selber. Das ist ein Gebet, das wir machen dürfen. Heiliger Geist, zeig, wo ist mein Punkt? Wo habe ich gerollt? Wo bin ich ein Waisenkind? Und willst du mich zurückholen, dass mein Herz so richtig die Hause kann sein beim Vater? Und dann nicht auf die anderen zu zeigen und denken, der ist da gerollt. Oder der muss mal umkehren. Und der muss sich zurückholen lassen. Sondern auf sich selber zeigen. Und über sich selber nachzudenken. Ein zweiter Schritt ist eine bewusste Entscheidung. Ich will in diesem Punkt ein Sohn oder eine Tochter vom guten Vater im Himmel sein. Und nicht länger draussen stehen und den Groll haben. Das kann bedeuten, dass man in einen Heilungsprozess, in einen Veränderungsprozess hineingeht mit dem Vater. Es kann sein, dass es ein Weg ist, wo man unterwegs ist. Es kann bedeuten, dass man bewusst seinen Rucksack muss ablegen und dann dort lassen. Vielleicht auch bewusst zusammen mit jemand anderem sagen, ich bin froh für ein Gespräch. Wir haben nachher auch Ministry Time, dass man beten kann während der nächsten Lieder mit jemandem, wenn man das will. Oder die Gesprächsbox, sonst ein Kontakt, wo ich da vorne auch eingeblendet habe oder wo man auch unten im YouTube-Livestream verlinkt findet. Gesprächsbox, einfach sagen, komm, ich will einmal vorbeikommen und einen Termin buchen und ich will dort meinen Rucksack abladen und ich lande dann dort und gehe nachher wieder heim. Ohne den Rucksack. Also das Zweite, so eine bewusste Entscheidung, sage ich will Tochter und Sohn sein. Und ich will sagen, an diesem Punkt komme ich wieder heim zum Vater. Und der dritte, heil werden,
heil werden. Vielleicht durch Vertrauen und Dankbarkeit, eine sehr gute Möglichkeit, dass ich sage, ich will nicht aus dem Mangel leben, aus dem Gefühl, kurz zu kommen, die anderen haben mehr, sondern dankbar zu sein bei dem, was ich alles habe vom Vater. Nicht aus dem Gefühl heraus zu leben, ich muss mir selber erarbeiten, ich muss meine Stellung haben, behalten und einnehmen, sondern aus dem Gefühl heraus zu leben, ich kann Gott vertrauen, dass ich bei ihm alles habe, was ich brauche, dass er mir das Beste gibt, was ich jemals habe. So möchte ich dich ermutigen, vielleicht die konkreten 3 Schritte zu gehen und Gott zu fragen, welchen Weg willst du mit mir gehen? Ich möchte gerne beten. Vielleicht können wir miteinander aufstehen. Einfach als ein Zeichen, wir kommen von Gott und er kommt zu uns raus als Vater und es ist ein Weg, wo wir unterwegs sein dürfen. Vater im Himmel, wir stehen vor dir und wir danken dir, dass in dem Punkt, wo wir weise Kindmentalität haben, dass du rauskommst zu uns. Und dass du uns nicht Vorwürfe machst, sondern dass du uns einlädst, heimzukommen. Dass du uns heil machen willst. Dass du uns neue Perspektiven schenken willst. Deine Perspektive. Dass du uns zeigen willst, was es bedeutet, ganz deine Tochter und dein Sohn dürfen sein. Und dich als guter Vater zu haben. Und wir wollen auch im Namen von Jesus das einfach zurückzuweisen, die Orte und Punkte, wo wir Groll haben. Wo wir uns mit dem zweiten Sohn identifizieren können, wo die Waisenkindmentalität ist. Wir wollen zurückweisen, das Gefühl, zu kurz zu kommen. Und wollen dich bitten, dass du uns zeigen kannst, dass wir bei dir alles haben, was wir brauchen und noch viel mehr. Wir wollen das Gefühl zurückzuweisen, immer müssen vergleichen und schauen, dass wir zu unserem Recht kommen. Und wollen dich bitten, dass du uns zeigst, dass wir als deine Töchter und deine Söhne so gut und so perfekt geschaffen sind von dir als Schöpfer. Wir wollen zurückzuweisen, so das Gefühl, dass wir uns mit Führer spielen oder aufdrängen oder Liebe, Anerkennung verdienen. Und wollen dich bitten, dass wir immer wieder von Neuem erfahren dürfen, dass du uns 100% annimmst, wie wir sind. Und dass du uns alle Anerkennung gibst, die wir brauchen. Die Anerkennung, dass wir deine Söhne und Töchter dürfen sein, nicht nur heute, sondern in alle Ewigkeit. Wir wollen zurückweisen, das Gefühl, es muss immer alles so bleiben, wie es ist, weil jetzt ist es gerade gut und ich habe meinen Platz da erkämpft. Und wenn dich bitten, mach uns offene Herzen. Mach uns weite Herzen, dass wir bereit sind. Und so uns freuen für Veränderungen. Dass mehr Kinder und mehr Töchter es die Heim finden bei dir. Dass wir weite Herzen haben. Dass wir offen sein. Und dass wir uns mitfreuen, wenn auch andere ihren Platz bei dir finden und so richtig angenommen sind. Und Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du das heil machst, was in uns zerbrochen ist. Amen.